Die Hexe aber hat ihrer Tochter eine Haube und das Nachthemd von der Königin angelegt und dann hat sie in der Königin ihr Bett hinein. Sie hätte auch machen können, dass sie ganz ähnlich ausgesehen hat wie die Königin. Nur ein zweites Auge hätte sie ihr nicht geben. Und darum ist die Hexentochter immer auf die Seite gelegen, wo sie kein Auge hatte. Als der König von der Jagd heimkam und seine Frau besuchen wollte, hat die alte Hexe geschwind gerufen: «Herr König, Sie dürfen noch nicht zu nahe ans Bett gehen. Ihre Frau ist noch sehr schwach und müde und muss Ruhe haben. Sie schläft.» Da ist der König leislich rausgegangen und hat nicht gewusst, dass eine falsche Königin im Bett liegt. Mitten in der Nacht aber ist auf einmal in dem Zimmer, wo der kleine Prinz geschlafen hat, die Türen aufgegangen. Die richtige Königin ist reingekommen. Und die Kinderfrau, die beim Bubli gewacht hat, hat gesehen, wie sie den Prinz in den Arm nimmt und ihm zu trinken gibt. Dann hat sie ihm das Küssi aufgeschüttelt und hat ihn wieder in die Wiege gelegt. Zuletzt hat sie noch am Rehli über den Rücken gestreichelt und dann ist sie gegangen. Aber geredet hat sie kein einziges Wörtchen. Der Kinderfrau aber war es ganz unheimlich. Und am nächsten Morgen hat sie den Wächter gefragt: «Hast du gestern Nacht niemand gesehen, ins Schloss hineinkommen?»